Vor kurzem war ich zu Berlin, für mir das interessant an historische Stadt mal anzugucken. So habe ich Tassi getroffen, eine freie Ulzig-Kanalschülerin, die dort zu Berlin studiert. Wie viel war, hat Tassi sich für die Stadt entschieden? Ich will immer weit studieren, weit fort. Das ist eine Jungstadt, das ist eine kunstvolle Stadt, das ist eine interessante Stadt. Das ist eine Stadt, die mich interessiert, auch wegen der Geschichte und alles. Und es sind momentan viele Touristen da, wo ich auch ein bisschen dazu gehört habe, wo mich furchtbar nerven. Ja, wieso ist Berlin ist genial. Was sind denn heute zu Berlin deine Lieblingsadressen? Wo ich ganz gerne sehe, ist an der Simon-Dach-Straße. Das ist die Straße, wo wir gerade sind. Du siehst lauter Berliner Designer, du triffst da ganz verschiedene Leute, ganz verrückt. I'm from America. Yes? Yeah, we're over here doing a missions trip to Germany. You guys are welcome over America, of course. And the message we're giving to everybody is Jesus loves you. Jesus loves you. Thank you. Jesus loves you. Dann Flo mehr wie Boxhagener Platz oder natürlich der Mauerpark, wo mega coole Flomat ist. Und wo mein Lass ist. Wir sind hier an der Gegend von meiner Uni, an der Warschauer Straße, und hier sind wir gerade bei der Eastside Gallery. Ja. Eben da, wo die Mauer noch steht, da wo sie 1990 die Mauer frisch gemacht haben. Also das ist alles frisch gemalt. Du wolltest aber noch ein paar waschecht Berliner freuen, was sie von unserem kleinen Lützeburg wissen. Welche Sprachen werden denn am meisten in Luxemburg gesprochen? Englisch vielleicht? Nee, Luxemburgisch. Nein, das ist hier Niederländisch. Ich denke Französisch. Naja, und Deutsch vielleicht ein bisschen. Vorteil der Luxemburger, dass sie sehr viele Sprachen können, besser als die Schweizer sozusagen. Wer ist denn Staatsoberhaupt von Luxemburg? Da geht's schon los. Sarkozy, keine Ahnung. Nee. Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Nee. Nee, jetzt weiß ich nicht mehr. Nee, das weiß ich. Und wer ist Jean-Claude Juncker? Das ist ein Maler. Doch, ich hatte mal was über Luxemburg, aber das habe ich schon wieder vergessen. Nein. Ein Politiker vielleicht oder so? Wem? John? Jean-Claude Juncker. Nee, Jean-Claude Van Damme kenne ich. Aber Nochmal. Jean-Claude Juncker. Nee. Gut, ich sage jetzt irgendwas Falsches, aber er ist der EU-Kommissar von Luxemburg, oder? Wissen Sie denn, was Benelux heißt? oh Gott. Ja, das ist wie ein Zusammenschluss, ne? Mehrere Staaten, ne? Benelux-Staaten. Skandinavischen, wa? Welche Farben hat die luxemburgische Fahne? Blau, Weiß und Rot. Irgendwas mit Rot drin? Rot-Weiß, wa? Rot, Weiß, Blau. Blau-Rot-Weiß oder Rot-Weiß-Blau? Kennen Sie einige luxemburgische Fußballspieler? Ich kenne gar kein Fußballspiel. Ich bin leider kein Fußballfan, aber man hört einfach, dass Luxemburg auch eine gute Mannschaft hat. Und wissen Sie nicht so geschätzt, wie viele Menschen in Luxemburg leben? Schätzen. Schätzen, kann ich auch nicht sagen. Weiß ich auch nicht. Kann ich auch nicht einschätzen. 80 Millionen? Zu viel? Ich würde 3,5 sagen, Millionen. Na, Luxemburg ist auch nicht so groß, ne? Stimmt.
Na, sagen wir 35 Millionen? Ich vermute so um 1,5 Million ungefähr. Dann können Sie sagen, die Berliner Rentner sind doof. Man sollte sich wahrscheinlich mal wieder ein bisschen mehr mit der Allgemeinbildung auseinandersetzen. Ne? Berlin ist sicherlich ein Reiswert. Das macht die Berliner luften, so mit ihrem holden Duft, wo nur selten was verpufft, das macht die Berliner.